Erschienen am 11. Dezember 1998 in Europa. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vor Breath of the Wild das vermeintlich beste Zelda-Game und es gibt genügend Leute, die immer nur der Meinung sind, dass es immer nur das Beste ist. Fakt ist, es hat eine 99er Wertung auf Metacritic, was halt einfach für das Spiel spricht. Und es hat 7,6 Millionen verkaufte Einheiten und zusammen mit dem Remake für den 3DS sogar 13,2, was es damit zum meistverkauften Zelda-Game macht. Nur dazu ist es halt auch das erste 3D-Zelda. Es ist auf dem Nintendo 64 rausgekommen, was auch die Grafik erklären sollte. Aber ich hab ein Texture Pack redo, sprich wir haben jetzt HD-Texturen und es macht uns nichts mehr aus, dass es auf dem Nintendo 64 rausgekommen ist. Ich für meinen Teil hab das Spiel nie zu 100% durchgespielt. Aber naja, das holen wir ja jetzt damit noch. Auf jeden Fall, ja, da ist schon eine Datei, AAA, aber die ist nur da, weil ich halt einen Soundcheck machen müssen hab. Leute, das kann man doch verstehen, oder? Bin jetzt am Überlegen, lol. Doch nicht M. Warum geht mein Controller nicht nach oben? Scheiße. Ganz kurz. Ich muss schnell was fixen. So, jetzt geht's. Verdammte Scheiße, hä? Das ist natürlich wieder geil. Direkt ein Fell am Anfang. Mir hat's irgendwie meinen Controller-Input rausgeschmissen. Zumindest den für nach oben. WTF. Ja, gut. Ich habe jetzt überlegt, ob ich Link einfach schreiben soll. Weil so steht überall Mare. Mare. Aber wir spielen ja Link, deswegen finde ich es ein bisschen komisch. Aber okay. Das passt schon so. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Deku-Baum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Okay, das hört sich schon mal nicht nach Linko. Wunderbar. Und wir kriegen einen kleinen Spoiler zu sehen, oder eher Trailer. Eine Vision, oder was? Navi, Navi, wo bist du? Erscheine. Navi, holde Fee, höre die Worte des Deku-Baumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen soll Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorbei.
Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg. Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Verfickte Kacke, Mann! Mann! Jetzt, das war jetzt so cool und dann muss ich mich verlesen. Scheiße. Hallo. Unbedingtes Dorf der Kokiri. Okay, entweder der pimpert gerade den Stor oder er ist einfach zu schwach. Irgendwie ist beides lustig. Uff. Wenn man das Ganze mit den Originaltexturen vergleicht, sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Okay, das schaut jetzt einfach ein bisschen komisch aus, aber ist ja wurscht, ist ja wurscht. Hallo, Mari, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Mari, wach auf! Alter, entweder ich überlege mir eine andere Stimme dafür, oder... Warte. Na scheiße, es wird schon die Stimme. Los, komm schon! Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Ja, sollte. Der kranke Motherfucker, der kriegt das alles hier. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobaum hat mich... bat mich... Ups. dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Und damit sage ich einmal Hallo. Ich habe die Facecam dabei. Und warum ist die links unten? Naja, weil da nur die Rubine angezeigt werden und rechts unten war dann eine Karte und naja, Rubine zu sehen ist jetzt nicht so wichtig. Ja, wer kommt denn da? Wer bist du? Es wird jetzt nicht gesagt, aber spar daran. Guten Morgen, Mare. Servus. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee, Mare. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Mare. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Ja, schon klar, Mann. So, wie... Kann man die Kamera ein bisschen verändern also, oder ist das so genau hinter Ohren? Okay, ich spüre gerade einen Input-Lag. Ich hoffe mir, dass der nicht irgendwie zum Verhängnis wird, aber das wäre der definitiv. Scheiße. Kann man mit dir reden? Ja, tatsächlich. Ah, du bist jetzt endlich eine Fee. Nun gibt es viel zu lernen. Der beste Ort, um zu lernen, Fähigkeiten richtig einzusetzen, ist das Kokiri-Trainingslager, hier auf dem Hügel. Ja, dann gehen wir doch mal hier, oder? Was ist da drin? Hallo. Ich kann dir erklären, was die Bildschirmsymbole bedeuten. Die gelben Symbole, das blaue Symbol, ja, sagen wir mal kurz das Symbole da oben. Gegenstandssymbole, ja, auf denen kann man dann, also man kann praktisch auf die C-Knöpfe vom Nintendo 64 Controller Gegenstände legen, die wir später heute dann kriegen. Jetzt haben wir natürlich noch keine, aber sonst brauchen wir keine Erklärung. Ach, das ist ja wahrscheinlich ein komplettes Erklärungshaus. Braucht man nicht. Sag ich jetzt. Ich sag jetzt, dass wir es nicht brauchen, aber das kommt dann noch. Kriechen.
Ja genau, wie ich schon gemeint habe. Rechts unten ist eine Karte. Es sieht man bei mir jetzt nicht, weil wenn ich so nach unten schaue, ist es genau die anderen Seiten. Also, ja. Oh stimmt, da war ja irgendwo... Ah, so kann man die Kamera zentrieren. Da ist ein 5er Rubin. Also wahrscheinlich... wahrscheinlich war uns das auch noch gerade erklärt worden in bei diesem Schüttel. Navi. Möchtest du uns was sagen? Aber ich weiß nicht, ob ich dir zuhören möchte. Das ist so das Problem jetzt an der Sache. Okay, sag mal schnell was. Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Wir sollten uns beeilen. Ja, schon klar. Aber ich habe überhaupt noch nichts drauf, deswegen... sind wir ja im Trainingslager. Wir machen die erste große Truhe auf und finden... das Kokiri-Schwert. Wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Jawohl. Inventar. Zack. Ausgewählt. Perfekt. Speichern. Okay, können wir auch machen. So, jetzt haben wir immerhin schon mal eine Waffe. Auf B können wir wieder mit zuschlagen. Okay, was soll das? Werden wir eine Hand noch brauchen? Hallo? Kriechen, danke. Also, ich kann jetzt schon sagen, mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit wird das eine große Herausforderung für mich. Die 100% zum Schaffen. Müssen wir mit dir reden? Lass uns in deinen Kampftechniken arbeiten. Hältst du Z gedrückt und läufst dabei nach rechts oder links, kannst du mit A Sprünge zur Seite ausführen. Ja, cool. Du, die Frage ist, wie kann ich denn die Texte da beschleunigen, Mann? Rückwärtssalto, ja, das können wir euch schon ausprobieren. Kein Ding, du brauchst es uns nicht mehr erklären. Ist okay. Ja, Bro. Okay, mit B kommt man direkt zum Ende, aber ich möchte einfach nur den Text beschleunigen und nicht komplett überspringen. Naja, egal. Okay, pass auf. Machen wir mal so. Okay, Sprung nach vorn, Sprung zur Seite, Sprung nach hinten. Das doch. Jawohl. Okay. Ah, stimmt, wir kennen die jetzt genau. Kann ich diese auch kaputt machen? Oder möchtest du den no benutzen oder so? Keine Ahnung. Da hören wir uns natürlich alle Rubine ab. Hallo? Na. Warte mal, was? Hä? Ich hab sie angesprochen und bin runtergefallen. WTF? Du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir. Du scheinst ein wahrer Held zu sein. Sieh doch nur. Ist die Aussicht nicht wunderschön? Wechsle den Blinkwinkel mit oben und nutze den Stick, um die Sicht zu genießen. Ja! Voll die geile Sicht, Mann! Richtig geil, Mann! Wow! Arschgeile Nummer, Mann! Okay, also... man kann halt echt nur die Kamera hinter sich so machen. Nee, okay. So, wir schauen einfach mal weiter im Dorf. Also, für das, dass Link jeder als Schlafmütze betitelt und was weiß ich, ist der echt stark. Zumindest ist der echt schwach. Oder er möchte halt wirklich den Stopp haben. Naja. Lassen wir das und lassen immer mal ein bisschen in Ruhe. Alter. Oh Gott, oh Gott. Ich finde das gerade echt kritisch mit der Steuerung. Was ist das für ein Haus? Okay. Einfach 4 Truhen. Alter, geil.
Gib mir die Rupees. Ja, oder ein Herz, okay. Ja gut. Brauchen wir jetzt auch nicht da. Wir haben nur alle 3. Aber andererseits hätten wir auch noch keinen Schaden nehmen können. Und ein Rubin. Geil. Einfach mal 11 Rubine aus der ganzen Chose da rausgekriegt. Sehr gut, sehr gut. Haben wir hier schon gekriegt? Nicht, gell? Oh, du bist jetzt endlich eine Fee. Das ist cool, Mare. Was? Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Das ist eine große Ehre. Es kommt selten vor, dass der Dekobaum jemanden zu sich ruft. Er ist der Hüter der Wälder und hat uns Kokiri erschaffen. Wie hat er uns erschaffen? Hat er geschnitzt oder was? Hallo? Ich hab eigentlich da hingeschaut. Was ist das für ein Haus? Kokiri-Laden, ja, da wollen wir noch nicht hin. Ich glaube, da fehlen uns noch ein paar. Waren wir jetzt da schon drin? Ey, Junge, es geht schon wieder los. Sonst schneide ich das. Na, da waren wir nicht drin, aber da gibt es einfach nur 4 Herzen. Da waren wir sicherlich auch noch nicht drin. Da ist jemand. Okay, da ist jemand. Ich wollte gerade sagen, da ist nichts, aber gut. Meine Schwester hat einige Rubine genommen und ist zum Kokiri-Laden gegangen, um dort einzukaufen. Apropos Rubine. Je größer deine Börse ist, desto mehr Rubine kannst du tragen. Jo, das hoffe ich doch. Es ist schön, dass du uns das jetzt sagst, aber naja. Bis zur ersten Börse dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. So. Stimmt. Ey, ich soll vielleicht mal aufpassen. Wie lang mache ich denn die Parts? Scheiße. Sprung. Sprung. Okay, okay. Das wird jetzt echt nicht. Ich wollte eigentlich geradeaus. Jawohl. Aber gibt's da keine Rubine dafür? Egal. Hi Mare, schau zu mir herauf. Mit Z schaust du mich an. Und mit A kannst du andere Dinge mit mir anstellen. Ich hab das nicht gesagt. Gut gemacht. Dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Was soll das jetzt heißen, Mann? Ich hab davor schon Freundinnen gehabt, okay? Ich werde dich lernen, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke Z, um dorthin zu schauen. Drückst du Z und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen... Was? Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du Z nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuch es. Ja, hab ich schon gemacht, danke dir. Ich weiß, wie das funktioniert. Bim, bim, bim. Da ist nochmal eine Rupie. Hallo, wir sind im Laden. Und was wir wollen, ist der Schild. Und der kostet Gott sei Dank nur 40 Rubine. Ja, passt. Der Dekoschild. Geh ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Passt, mach mal. Nein, wir wollen nichts weiter kaufen. Dankeschön, Dankeschön. Manche Dinge in diesem Laden findest du auch im Wald. Den Dekoschild jedoch nicht. Ihn musst du kaufen. Weißt du, wie man den Dekoschild richtig einsetzt? Ja, Digi, ich weiß. So, das werden wir jetzt erstmal überspringen wieder. Das wollen wir nicht wissen. Wir gehen erstmal wieder ins Inventar. Und den auswählen. So. Sichern. Ach, deswegen. Ich habe auf B gedruckt. Aber man muss auf Start drucken. So, ich würde sagen, wir sind sehr gut ausgerüstet, um zum Dekobaum zu gehen. Bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Ja, das habe ich halt nur gewusst, deswegen habe ich das auch gleich gemacht. Hey, was ist das? Du besitzt einen Dekoschild? Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde niemals als einen der unseren akzeptiert. Ich dich niemals akzeptieren.
Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Dekobaum so viel Vertrauen zu dir haben? Hey, hey, hey. Salia war schon einmal mein Freund, ja? Ich möchte die nur mal kurz erwähnen. Und da ist ein Gegner auf einmal. Der Dekostab. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf bla 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 platzieren. Benutze ihn mit C. Ja, bla bla. Ja, schon klar. Okay, du kannst höchstens 10 Stäbe tragen. Ja, okay, okay. Die werden uns sparen, auf jeden Fall nur nützlich werden. Soll. Okay, erst mit Damage kassieren. Ah, okay, danke. Wenn du dir auf einmal verpisst und auf einmal wieder auftauchst, das ist okay, Mann. Meine Fresse, ey. Aber man merkt, der Dekobaum ist geschwächt. Es sind schon Unkrautpflanzen um ihn rum. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Mare. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. Oh ja, da haben wir einen gehabt. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Mare, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Aber sichi. So sei es. Tritt ein, tapferer Mare. Und auch du, Navi, holde Fee, unterstütze Mare. Und du, Mare, höre mit oben Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. So viel Weise war jetzt du bisher noch nicht dabei. Aber wer das sicherlich noch? Na, Leistung stopfen wir gleich mal rein. Ah ja, stimmt, ich sollte vielleicht... Na, Facecam wieder dazu schalten. Der Dekobaum ist der erste Dungeon. Im Dekobaum. Jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich richtig, richtig Bock. Und wir müssen schauen, dass wir den Fluch vor ihm runternehmen. Putz, Junge. Oh lol, du holst mehrere. Okay, Alter, ich muss schon, dass ich den Input-Lag irgendwie wegbringe. Wirf die Dekonuss. Okay. Damit können wir Gegner betäuben. Alles klar. Ich muss den Input-Lag irgendwie rauskriegen, weil so geht es nicht weiter. Weil man sieht ja, ich habe mich jetzt schon so oft treffen lassen, das... Darf nicht sein. Putz, Junge! Komm, hallo! Digga! Also, Ach komm, ich sag nichts mehr dazu. Geh doch rauf jetzt. Scheiß Input. Wirklich. Das gibt's doch nicht. Ja! Ich war eigentlich gut gelaunt am Anfang. Wieso regt mir das jetzt schon wieder auf? Nur wegen dem scheiß Input-Lag. Der Sound hört sich ja natürlich toll an. Gut. Okay. Wir müssen schauen, dass wir möglichst weit nach oben kommen im Dekobaum und dort das Netz durchstoßen können. Dafür waren wir jetzt noch nicht weit nach oben. Gehen wir einfach mal weiter. Ey, ist so geil. 2 Büschler und ich schieße erst mit direkt mitten rein. Was ist das, Mann? Skulltula, Alter. Verfickte Scheiße. Weißt du, das kann jetzt in 2 Richtungen gehen. Entweder ich krieg den Input-Lag gefixt, oder ich hab keinen Bock auf, naja, das Spiel. Weil mit Input-Lag, naja. Sieh dir diese Wand an, vielleicht kannst du an den Pflanzen hinaufklettern. Ja, machen wir dann schon, aber zuerst mal brauchen wir irgendwas, um die Skulltulas da wegzukriegen.
Die Labyrinthkarte. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Okay, perfekt. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Super duper. Super duper tip-top. Weil es gibt in jedem Dungeon gibt es halt eine Labyrinthkarte und einen Kompass. Ja, Labyrinthkarte, da haben wir dann die Karte und der Kompass sagt uns dann, wo wir reingegangen sind und wo wir jetzt im momentan sind. Oh no. Müssen wir die jetzt dodgen? Bitch. Vergebung her. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Stick nach vorn, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probiere es einfach aus. Wenn du Mut hast, ich verschwinde. Ja, passt. Also so ziemlich, hat er uns einen Tutorial-Tipp gegeben, wie man so möchte. Natürlich, wie man von zu weit oben jumpen, dann hat das natürlich einen Tiefsprung. Da sollten wir jetzt den Kompass kriegen. Oder? Nein, wir kriegen die Schleuder. Okay, umso besser. Gut, weil dann machen wir das jetzt eben, dass wir nur was ausrüsten. Schleuder, wo der wir die hier, die wir auf links. Ja, Junge. Alter, warum ist der Text so langsam? Ich krieg's aus Kotzen. Das sind so Sachen, die ein bisschen abfacken gerade. Ja gut, die Sachen, die haben wir jetzt einfach mal Olli registrieren. Ich gehe immer auf Sichern und nicht auf Zurück. Da kann man noch raufkraxeln. Und da ist eine Kiste. Dann wird da vielleicht der Kompass drin sein. Na, Herz. Okay, ist okay. Wann kommt denn da noch der Kompass? So, und dann brauchen wir direkt die Schleuder. Putz. Erst mal anvisieren und dann drauf schießen. Ah ja, da haben wir es gut gesehen. Das müssen wir abrollen. Schubidupa, bidupa. Wir nehmen natürlich alle Rubine erst einmal mit. So viel wie halt geht. Oh, was ist das? Dekokerne. Okay, das ist dann die Munition für die Schleuder. Die harten Kerne. Ist nur was für die mit dem harten Kern. Aber ist das sonst noch irgendwas? Na. Okay, ouch. Gut, dann haben wir ja wie gesagt die Schleuder. Wir können jetzt... Putz! Putz! Oh Gott, invertierte Steuerung. Okay. Gut. Also wir müssen natürlich nicht anvisieren, wir können einfach nur so schauen und dann halt irgendwie grob abschätzen, wo die Mitte ist. Aber das geht relativ gut. Zurück ist da, genau. Schauen wir mal, was uns jetzt oben erwarten wird. Im nächsten Part dann. So schaut es nämlich aus. Stellen wir uns schnell gescheit hier. So. Gut. Dann war's es mit dem ersten Part. Und ich muss jetzt echt schon wegen dem Input-Lag, weil sonst haben wir ein Problem. Weil sonst macht es mir keinen Spaß, dann macht es ja keinen Spaß, uns zum Schauen, außer... okay, vielleicht macht es Spaß, uns zum Schauen, aber für mich macht es dann keinen Spaß. Gut, dann bis zum nächsten Mal.